Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 5. Und das letzte Mal bei Goldige Nussknacker. Sehr gut. Mit dem können wir uns den Nussknacker holen. Habt ihr mich etwa schon abgeschrieben? Capitano! Wo ist Arlecchino? Wo ist mein Brüderli? Toto! Inzwischen war Federico mit dem Einkauf im Hause Diego eingetroffen. Er wollte gerade die Gondel im Innenhof befestigen, als Raffaele aus dem Haus herausstürmte. Kleine, kannst du mir gerade die Gondel übergeben? Ich hab's eilig. Sie! Hey! Aua! Raffaele hatte Federico mitsamt den Einkäufen auf die Treppe geworfen und fuhr eilig mit der Gondel davon. Du musst meinen Diener entschuldigen. Er hat einen wichtigen Auftrag. Diego half Federico auf die Beine. Federico staunte nicht schlecht, denn sein Großonkel war noch nie so nett zu ihm gewesen. Was soll der verwunderte Blick? Sie sind nur noch nie so nett zu mir gewesen, Großonkel Diego. Ich? Nicht? Bäh! Gewöhn dich ja nicht dran. Au! Bitte lass mein Ohr los! Also gut. Aber nur weil ich so gut bei Laune bin. So, los jetzt! Das Haus putzt sich nicht von selber. Sie, Großonkel Diego! Federico packte eilig seinen Einkauf und rannte damit in die Küche. Signore Diego schaute Federico hinterher. Wieso erinnert er mich so sehr? Ach, Chabis! In der Küche angekommen, begann Federico damit, den Einkauf auszupacken und alles für das Kochen des Mittagessens vorzubereiten. So, jetzt scheint die Luft rein zu sein. Federico öffnete seine Bauchtasche, hob Arlecchino vorsichtig heraus und legte ihn in ein Körbchen. So. Ui, das sind aber ein paar schlimme Wunden. Keine Angst, ich pflege dich wieder gesund. Federico fing an zu kochen und pflegte nebenbei Arlecchinos Wunden. Federico, wo bleibt mein Essen? Fast fertig, Großonkel Diego. Wenn du mit dem fertig bist, kannst du dann gerade mit anderen Aufgaben weitermachen. Der arme kleine Federico. Seit er bei Diego lebte, war er für den gesamten Haushalt zuständig. Er kochte, putzte und erledigte den Einkauf. Ich hoffe, du wachst bald wieder auf. Ich bringe schnell das Essen auf und komm grad wieder. Federico versteckte den Korb mit Arlecchino in einer Spalte in der Wand und ging dann mit dem Essen hoch zu Diego. Kurze Zeit später kam Arlecchino dank des köstlichen Geruchs von Federicos Spaghetti zu sich. Was? Was schmeckt denn so gut? Au! Oh, das tut ja weh! Wo bin ich? Und warum habe ich so viele Bandagen? Arlecchino setzte sich vorsichtig trotz Schmerzen auf und blickte sich um. Als er realisierte, dass er in einem Korb lag, der in einer Wandspalte versteckt war, kamen ihm langsam die Erinnerungen. Stimmt! Die Explosion! Das Feuer! Und ich bin geschrumpft! Au! Und dann bin ich aus dem Fenster gesprungen. Und dann ist alles schwarz. Dann ein Bub. Und dann der feine Geruch. Ja, Spaghetti! Autsch! Plötzlich griff eine riesige Hand das Körbchen und holte es mitsamt Arlecchino aus der Wandspalte. Oh toll, du bist wach, Arlecchino. Wie bist du geschrumpft? Hast du die Verletzungen vom Hausbrand? Wieso bist du im Kanal getrieben? So viele Fragen auf einmal.
Also, weiss ich nicht, ja. Und ich bin aus einem brennenden Haus in den Kanal gekumpelt. Kennen wir uns? Ja, weisst nicht mehr. Du hast damals verhindert, dass mein Grossonkel Diego mich wieder verprügelt. Ah, der kleine Bambino! Autsch! Tut's sehr weh? Nur wenn ich rede oder huste. Aber sag mal, es schmeckt so gut. Oh, hast du Hunger? Sie, autsch! Und wie? Ja dann, buon appetito. Fein. Spulen wir nochmals zum Vorabend zurück, als sich alle nach der Explosion zu Pantalones Hause begeben und sich beruhigt hatten. Colombina versorgte gerade Capitanos und Dottores Wunden, als Dottore erzählte, was sich im Labor ereignet hatte. Und das Erdbeben verursachte dann den Unfall mit der Explosion. Ich schwöre, ich wollte niemals alle Kino schrumpfen lassen. Das Rattenproblem hast du also lösen. Ja, tolle. Und jetzt ist Arlecchino so groß wie eine. Nein, jetzt ist er so groß wie eine Maus. Ist doch egal. Es ändert jetzt nichts daran, dass er verschwunden ist. Was? Er ist Arlecchino, er wird schon auf sich aufpassen. Stimmt. Aber mir wär's doch lieber, ich wüsste, wann er ist und ob's ihm gut geht. Es tut mir leid. Ich wollte nicht. Alles kommt gut. Am besten legen wir uns alle schlafen und suchen morgen in Ruhe nach dem Arlecchino. Und kein Wort zu irgendjemandem. Verstanden? Sie, Signore. Wir kehren nun zurück in die Gegenwart. Da hat nämlich Raffaele bereits seine Gondel in der Nähe vom Hause Pantalone parkiert. So, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo der Pantalone den goldenen Nussknacker aufbewahrt. Raffaele hielt seinen Kopf an das Fenster und blickte ins Wohnzimmer. Das ist ja wunderbar! Nur der verletzte Capitano und der Stotterdiener Tartaglia sind da! Und die pfusen alle beide! Perfekt! Raffaele schlich sich auf Zehenspitzen ins Haus und dann leise ins Wohnzimmer. Da! Der Stotterriese wissen, wo der Nussknacker ist. Raffaele schlich sich leise zu Tartaglia und flüsterte leise in sein Ohr. Tartaglia, da spricht dein Unterbewusstsein. Wo hat der Pantalone den Nussknacker versteckt? Ach, ich habe ja vergessen, der kann ja nicht richtig reden. Probieren wir es halt bei dem anderen da. Raffaele schlich sich zum Capitano. Capitano, da spricht dein Unterbewusstsein. Wo hat der Pantalone den Nussknacker versteckt? Nussknacker. Ja, der Nussknacker. Ja, im Safe. Also, Und wo ist der Safe? du bist doch mein Unterbewusstsein. Sollst nicht du das wissen? Ja, aber ich habe gerade nicht zugelassen. Im Keller. Danke! Der macht ja auf! Wie? Wo? Was? Raffaele hatte sich rechtzeitig hinter dem Sofa verstecken können. Komisch. Nachdem Raffaele sicher war, dass Capitano tief und fest schlief, schlich er sich wieder nach draußen und begann sanft Flöte zu spielen. Und wieder tauchten die Ratten auf und liefen durch den Klang der Flöte verzaubert in den Keller. Nach einer Weile kamen sie wieder zurück. Sie brachten alles Mögliche zu Raffaele, nur nicht den goldenen Nussknacker. Nein, ich brauche keine alten Schuhe! Raffaele rastete so laut aus, dass Capitan und Tartaglia von dem Lärm erwachten. Wer ist da? Mist, schnell weg! Ende von Kapitel 5. Geschichte vom goldigen Nussknacker.
von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.